Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion. Heute mit dem Corby, also mit meiner Wenigkeit und mit meinem Lieblings-Co-Moderator, mit Mike. Hi Mike. Servus und habe die Ehre. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's super, weil ich habe die endlich dazu gebracht, dass du einen meiner Lieblingsfilme anschaust und dass wir den halt besprechen. Also an alle Hörer, die jetzt schon mehr Folgen von uns gehört haben, nein, wir reden heute nicht über Fraktus. Und nicht über irgendeinen 80er-Slasher? Na, wir reden halt über den norwegischen Thriller. Schon weiter hergeholt, ich weiß schon, über Trollhunter, und zwar aus dem Jahr 2010. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass wir den besprechen kannten. Du hast ja auch des Öfteren gemeint, du hast noch nicht gesehen. Und umso mehr freut's mich, dass du dir den endlich mal reingezogen hast, dass wir drüber reden können. Ja. Ich kenne den Film jetzt schon relativ lang. Eigentlich seitdem es Amazon Prime gibt, also seitdem das Videoportal zu Amazon rübergegangen ist, weil der war da relativ früh dann auch drin. Und ich habe mir den immer und immer wieder angeschaut, weil ich den irgendwie zum einen so trashig und amüsant gefunden habe und zum anderen einfach immer wieder bei jeder Sichtung lieben gelernt habe. Okay. Und ja, ich weiß nicht, wie ist denn dir gegangen? Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen? Ja gut, zum 1,5. Mal. Also ich habe die Blu-ray daheim, seitdem es rausgekommen ist. Und ich habe den Film damals angefangen, habe ihn bis zur Hälfte geschaut, dann ist irgendwas dazwischen gekommen, habe ihn eingebackelt, ins Regal gestellt und da ist er bis jetzt gestanden. Und auf dein Tippi, ich habe die Streaming-Plattformen abgerast, aber überall war er kostenpflichtig oder ich bin auf irgendeine Animations-Kinderserie verwiesen worden und das war's dann sicher nicht. Na. Und dann habe ich wirklich den Weg gehen müssen ins Filmzimmer, ins Regal. Na. Ja, und habe unter T wie Trollhunter die Blu-ray rausziehen müssen und den wirklich in einen Blu-ray-Player einlegen. Kein Scheiß. Boah, leck. Ja, Wahnsinn. Ja. Also tatsächlich habe ich den dann, glaube ich, nach der ersten Sichtung damals auch gleich auf Blu-ray gekauft. So verliebt habe ich mich in den Film. Das heißt auch noch, also, oder für die Sichtung als Vorbereitung jetzt für die Folge habe ich ihn auch auf Blu-ray gesehen. Aber du hast jetzt, nachdem du ihn ja beim ersten Mal halb gesehen hast und jetzt auch ganz gesehen, was sagst du denn zu Trollhunter? Er ist jetzt, also er wird jetzt kein Lieblingsfilm, aber er war unterhaltsam. Also es ist wirklich so, dass ich sage, das Mystische und die Mystik, die um die Trolle da verbreitet wird während des Films, die nimmt einen wirklich mit. Also du irgendwie glaubst dann schon fast so, dass in Norwegen wirklich Trolle unterwegs sind, weil die das wirklich so organisch in den Film einbauen, dass du wirklich sagst, okay, wow, habe ich gar nicht gewusst, oder wow, die wissen das alles und so, und für ihre Schwächen, ihre Stärken, dann werden in der Umgebung bestimmte Markierungen gesetzt, und wenn das und das, wenn ein Reifen nicht anknappert im Wald liegt, dann haben die Trolle da nicht vorbeikommen und so, was du sagst, ja, das ist eine ganz schöne Welt, die da erschaffen wird. Es wird zwar viel Exposition betrieben bei dem Ganzen, was du aber auch wieder brauchst, weil unser eins kennt sich halt mit Trolle und so nicht wirklich aus, im Vergleich zu den Norweger wahrscheinlich, aber man wird in der Welt, man wird richtig genommen bei der Hand von Anfang an, und dann nimmt die der Film mit auf die Reise, und das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Wenn auch nicht immer spannend und mitreißend, aber es war sehr unterhaltsam. Ja, das auf jeden Fall nicht. Es ist ein Mockumentary, also wieder mal eines dieser Genre, die ich ja von Haus aus schon sehr gerne mag. Und für alle, die überhaupt nicht erahnen können, was Trollhunter jetzt genau für ein Film ist, auf Deutsch ja Trolljäger. Oh, sehr gut. Danke. Eine Filmgruppe, also eine Filmgruppe von Studenten ist auf der Spur von einem Wilderer, und zwar ein Wilderer, der Bären schießt, und stößen dabei irgendwie auf seltsame Spuren, weil so ganz logisch ist es doch nicht immer, warum diese Bären da auf einmal tot auf irgendeinem
ja, verwilderten Platz liegen. Und dabei stoßen sie auf den Hans. Und der Hans wird erstmal verdächtigt, dass der dieser Wilderer ist. Und dann verfolgen die den. Und zwar relativ weit durch eben Norwegen, bis die den Hans dann auf frischer Tat ertappen, aber nicht wie er einen Bären wildert, sondern wie der Hans vor einem Troll flieht, beziehungsweise merkt, oh fuck, dieser mir echt gefolgt. Und dann kommt erstmal einer meiner Lieblingsaufrufe mit Troll. Ja, und kurzerhand sind die Studenten zusammen mit dem Hans unterwegs und filmen ihn dabei, wie er diese Trolle jagt. Er jagt die nicht irgendwie aus purer Lust oder aus Hobby, sondern er ist tatsächlich von der Regierung beauftragt, die Trolle in Norwegen im Zaum zu halten. Also das heißt, zum einen rein von der Anzahl her, aber auch wenn einer durchtrat, dass er das untersucht und gegebenenfalls halt dann diesen Troll beseitigt. Die sind sowas quasi wie es wird ein Man in Black in Sachen Trolljagen, oder? Genau, nur in norwegischer Mission diese Trolle in ihrem Revier zu halten und das dann auch zu verschleiern, weil das ist dann natürlich auch ganz cool. Diese Trollkampfgegenden werden dann immer mit entweder toten Bären versehen oder man schaut dann, dass man die Steine, also wenn der Troll versteinert, dass man die so klein haut oder sprengt, dass das dann im Nachgang auch nicht auffällt. Und wie es du ja schon gesagt hast, allein wie die das in diese Welt transportieren, ist schon cool, weil der Hans, der den Studenten halt dann dadurch, dass er sich ja unterbezahlt fühlt und er hat halt nicht einmal einen Gefahrenzuschlag, sagt er, ach, wisst ihr was, filmst das alles und dann vielleicht kommt es ins Fernsehen, vielleicht habe ich es ja danach ein bisschen besser, dann wird es mal ein bisschen publiker, unter welcher Gefahr der sich immer wieder da aussetzen muss. Und sagt denen halt dann auch so ein paar Fotos und Szenarien, wo er sagt, naja, ganz klar war das ein Troll. Die Leute wundern sich immer, wie eine Brücke in der Mitte auseinanderbrechen kann oder warum ein Auto auf einmal in der Mitte von einem See liegt. Natürlich war da immer ein Troll dahinter. Und wenn man das mal weiß, dann ist das total logisch. Richtig. Und sie müssen sich dann auch, während sie da dabei sind, quasi immer wieder so wird Troll mit seinem Bart einschmieren, der da gewonnen wird und so, dass halt nicht nach Mensch riechen, sondern dass miefen wird ein Troll und dann quasi nicht erschnuppert werden können. Fand ich auch ganz originell. Das ist ja eigentlich fast noch geiler. Also nach Mensch an und für sich darf man schon ja riechen, aber schlimm wird's erst, wenn sie Christen sind. Weil Christen, wer kennt es nicht, wenn der Christ schwitzt, dann riecht der Schweiß ganz besonders. Ja, weil Christen gern leiden deswegen. Ja, stimmt. Ja. Und also das ist ja gleich am Anfang ein Thema, was da Hans einer mitgibt. Also sie müssen es gleich mal sagen, wenn da ein echter Christ dabei ist, weil die Trolle, die werden da total narrisch. Genau. Ist dann auch sehr cool, weil dann einer drauf geht, quasi der Christ ist. Und dann kommt quasi ein Ersatzmann und dann heißt es halt so, ja, bist du Christ? Ganz wichtig. Erste Frage, bist du Christ? Nein. Ich meine, ist er Inderin dann, oder? Oder irgendwie so? Ja, genau, sie ist Moslem. Ja, genau. Und ja, nein, ja, gut, na, am besten, dann kannst mitmachen, dann passt das. Dann fällt er nichts. Ja, na, so hat er es ja gesagt. Er hat dann gesagt, wird sich zeigen. Ja, genau. Ja, total cool. Die Trolle sind da jetzt nicht immer die gleichen, sondern man sieht dann auch die verschiedenen Trollarten, wie es du auch schon gesagt hast, diese Mythologie, die da aufgebaut wird, ist sehr schön, zumindest für Norwegen Außenstehende in diese norwegische Kultur mit etabliert. Ja, also ich habe mich persönlich in diese Welt oder in dieses Szenario ein bisschen verliebt. Und ich das nicht nur geil finden, wenn es, weiß ich nicht, von mir aus vom lieben Hollywood adaptiert wird, aber auch wenn es da einfach ein bisschen mehr zum Sehen geben wird. Also am schönsten würde ich es tatsächlich finden, wenn sie eine Serie dazu machen, so in jeder Folge gibt es so ein bisschen eine andere
Trollart und man verfolgt dann so den Obertroll oder was weiß ich oder irgendeine Trollepidemie, das da die cool finden. Quasi ein bisschen so wie Supernatural oder sowas, oder? Genau, Supernatural halt nur hauptsächlich auf Trolle. Okay. Ich habe schon mal gehört, irgendwas hat es ja mal geheißen wegen einem Remake oder irgendwie so, aber das heißt hin und wieder und dann ist es wieder vorbei und dann heißt es wieder und dann ist es wieder vorbei. Weiß ich nicht, passt, dass du dir ein Remake wünschen von dem Ganzen oder sagst du, der Film passt so wie er ist, was soll mir jetzt da eine Amerikanisierung von dem Ganzen noch bringen? Ja, Remake oder wie vorhin schon gesagt, halt eine Adaption. So wie der Film gemacht ist, finde ich wahnsinnig charmant. Es sind eigentlich durchweg unbekannte Schauspieler, dafür sind die ja wirklich mit Leidenschaft oder mit Witz dabei. Gerade diese Polen, die dann den einen Bären anschaffen. Das ist super. Das ist sehr gut. Tragen sie den Bären aus dem LKW raus und dann sagt der eine, ich hab den Krampf. Ja, dann bringen sie den verkehrten Bären, dann ist das quasi ein Bär, der quasi, der kommt da in der Umgebung gar nicht vor, verdammt nochmal. Sie machen das schon, das passt, sie machen das schon. Ja, genau. Skandinavisch oder Kroatisch, das ist immer das Gleiche. Genau. Der Film ist ja vom André Ofredal. Ich möchte fast behaupten, dass sich der mit seinen 2 Filmen, die er danach gemacht hat, noch um einiges gesteigert hat. Der hat ja auch den The Autopsy of Jane Doe gemacht, den ich absolut feier, und auch Scary Stories to Tell in the Dark, einen von den ultimativen Halloween-Filmen aus der letzten Zeit. Finde ich, dass sich der noch um einiges gesteigert hat. Ja, ich habe als Vorbereitung einmal in seine Filmografie geschaut und habe mir gedacht, bis auf Trollhunter sagt man das leider gar nicht. Jetzt ohne Scheiß? Ja. Okay. Ich hab mich auf sein Meisterwerk konzentriert. Witzig. Nein, kann ich dir nur ans Herz legen. Also Autopsy of Jane Doe war verdammt gruselig und Scary Stories to Tell in the Dark war wegen so Gänsehautmäßig. Gänsehaut für Erwachsene, so in der Richtung. Also hat mir sehr gut gefallen. Jetzt muss ich, warte mal ganz kurz, jetzt muss ich echt nochmal nachschauen, weil nicht, dass ich jetzt irgendeinen Schmarrn verzeihe, dass ich den doch schon gesehen habe. Und etwas schaut in der doch. Falle Scary Stories to Tell in the Dark, da war ich mit dem Kani sogar im Kino. Okay. Aber ist nicht hängen geblieben. Ja, weil ich den Film eher mit dem Del Toro verbinde, als mit dem André Ofredal. Okay. Aber ja, tatsächlich, also den kenne ich und da muss ich auch sagen, deutliche Steigerung, auch nochmal, machten umso sympathischer. Auf jeden Fall. Genau. Und den Hauptdarsteller, den Otto Jespersen, der den Hans spielt, den sollte man offensichtlich zumindest in Norwegen ein bisschen kennen. Also das ist ein Komiker. Allerdings von dem habe ich bisher bis eben auf Trollhunter noch nie was gehört oder gesehen. Und muss auch sagen, so ganz komisch kommt jetzt in dem Film ja gar nicht rüber. Also gar nicht. Er ist ja nicht wirklich offensichtlich lustig. Also es ist ja jetzt auch kein Slapstick oder irgendwie so. Er ist halt lustig, weil die Leute alle so schrullig sind und so eigen und diese Eigenheiten und das wird er sich ja unterhalten und das macht das Lustige aus. Also er ist jetzt kein irgendwie so ein Slapstick-Feuerwerk. Ja. Und vielleicht ist er wahrscheinlich der, bei dem er ist in Norwegen ein Mordsgranaten oder eine Lokalberühmtheit, wie bei uns zum Beispiel also Martina Schwarzmann oder irgendwie so, die kennt wahrscheinlich da in Norwegen auch keine Sau. Ja, vielleicht macht man da mal eine bayerische Adaption von Trolljäger. Kannte man tatsächlich ja bei uns gerade im Bayerischen Wald gar nicht so schlecht vorstellen. Das war der Klabautermann bei uns, oder? Oh, Wolleck. Klabautermann Hunter. Bavarian. Das war auch schon fast wieder gruselig. Allein, wenn ich es mir jetzt schon vorstelle, dass ich es scheiß gruselig finde. Vollgas. Ja. Was sagst du zum Design von die Trolle? Ist nicht immer gelungen, aber also hab ich zum Teil dann schon überrascht, gerade in dieser Szene, wo sie in dem Berg direkt drin sind und eine Zeit lang verharren müssen. Die Trolle, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die wirklich animiert sind oder ob das nicht Kostüme sind. Oder zum Teil Kostüme. Ja, mit der Nachtkamera kann man ja einiges verschleiern im Endeffekt, ja, von der Nachtsicht. Genau, die haben es auf jeden Fall super getroffen. Natürlich auch das Finale finde ich auch top. Dieser Troll nur unter der Brücke und gerade am Anfang da in dem Wald, für 2010 war das bestimmt gar nicht so verkehrt.
Also jetzt mal abgesehen, also vom Design her, ich fand es da wegen so Fraggles-mäßig, ich weiß nicht, ob du die Fraggles noch kennst, aber ich habe mal da denken müssen. Aber vom CGI her muss ich sagen, habe ich, für das, dass der Film von 2010 ist, größere Scheiße gesehen. Also der war wirklich, er ist angestaubt, aber nicht veraltet. Also hat man schauen können. Wie gesagt, über das Design einmal drüber hinweggeschaut, aber das CGI, das lässt sich immer nur sehen. Ja, also bin ich ganz deiner Meinung. Ach so, ansonsten vom Design, bin ich auch wieder eigentlich bei dem gleichen Ranking. Also der mir am besten gefällt, ist der letzte. Dann kennen wir diese Bergtrolle und dann so auf der gleichen Ebene eigentlich die anderen beiden. Weil das mit dem Dreiköpfigen, das war mir gleich mal am Anfang ein bisschen too much. Da hätte ich es eigentlich tatsächlich besser gefunden. Sie hätten vielleicht am Anfang einen von diesen Bergtrollen genommen oder so, auch wenn die jetzt nicht ganz so gruselig aussehen. Aber trotzdem, wenn man den zumindest gerade beim ersten Mal sieht, dann denkt man sich schon, okay, und wie geht das jetzt weiter? Gehen jetzt alle auf fröhliche Trolljagd? Ja, und vor allem haben's er, der Oberseppel und dann das Kamerateam, das ihn da verfolgt, und die Trolle haben da jetzt mal so um die, weiß ich nicht, 4-5 Meter groß. Also die Dimensionen haben schon so groß, dass ich sage, okay, wenn sie jetzt das ein wenig kleiner gehalten hätten und ein wenig Erde da, dann hätten wir eher die Jagd ein wenig besser abkauft, sage ich jetzt einmal. Weil das war schon direkt, wo du sagst, ja, jetzt schicken uns da die paar Hanseln fort, und hast ja im Endeffekt wieder in einem Zweikampf, in einem unvorbereiteten Zweikampf, Mensch gegen Troll, haben die null Chance, weil sie im Endeffekt total spatzt werden daten. Das sagt man bei uns. Genau. Aber so, wenn es jetzt wirklich ein wenig Ehre da gewesen war, die Trolle ein wenig kleiner, vielleicht noch ein wenig fieser, dann hätte ich gesagt, ja, hätte ich das ganze wenig mehr abgenommen, aber das ist, meine Meinung. Also, wie gesagt, es hat passt, so wie es war, und sie haben sich dann wirklich mit so Gerätschaften dann auch helfen können. Im Endeffekt, dass sie es mit so einem großen UV-Scheinwerfer dann nicht gegrillt haben, aber versteinert haben, die Trolle und so, das war dann schon ziemlich cool, und die Einfälle dann dazu mit ihrer Blitzdingskanone, die ja quasi dann auch auf die Trolle schießen hat können. Aber wie gesagt, das Ganze war ein wenig nachvollziehbarer und in Anführungszeichen realistischer gewesen, wie die Trolle ein wenig, kleiner gewesen werden. Ja, das stimmt. Wobei da auch wieder das Thema in Norwegen kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, wie da diese Trollmythologie vonstatten geht. Vielleicht ist das da ganz legitim. Und so ist halt auch das, wo versteckt sich so einer? Weißt du, das ist, wenn du sagst, gut, Godzilla-Ausmaße haben sie nicht, aber wo schlaft so einer, der wo nicht einmal dann da auf so einen Wandertrip stößt und so, wenn man so ein riesen Kavenzmann ist, wo schlaft man denn da? Weil so viele Höhlen wird's da nicht geben, und jetzt kriegen sie ja doch öfters einmal untereinander und geben sie dann auf die 12. Waren da ein paar so Gedanken, wo ich dann abgeschweift bin. Deswegen glaube ich auch, das kann man halt nur ausbauen, diese ganze Story drumherum und diese Welt. Hätte ich gern nur mehr gesehen. Und wer weiß, vielleicht kommt ja da dann irgendwann noch ein bisschen mehr. So allgemein glaube ich, wir können gar nicht so viel über den Film erzählen, deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt dann relativ früh schon aufs Fazit kommen. Aber mich interessiert jetzt schon, ich habe ja vorhin auch gesagt, ich habe den Film durch Amazon Prime kennengelernt und da dann gesehen, wie bist dann du auf den Film gekommen, wenn du dir schon relativ früh diese Blu-ray geholt hast? Ach, ich habe früher die Ding gelesen, die Deadline zum Beispiel, oder vielleicht war es auch in der Virus, ich lese so Horrormagazine und so, und da ist der recht gut besprochen worden, und sowas holen wir natürlich. Und er ist auch wirklich, aber ein paar so Kritiken auch gelesen und Ding, und da hat es geheißen, kann man schauen, für Found-Footage-Fans. Und zu der Zeit war ja Found-Footage ganz groß. Und ich muss den Film auch wirklich auch zugute halten, dass er nicht halb so nervig ist wie manche andere Produktionen seiner Genre-Kollegen, da wo wirklich so viel gewackelt wird und Ding, dass du sagst, okay, Kruzifix, vielleicht holt's euch wieder ein bisschen, schau dir mir bitte ein bisschen was sehen von dem Ganzen. Da muss man wirklich sagen, sie halten wirklich drauf, und man kann die Figuren oder die Monster, die Trolle erkennen, auch die Fluchtszenarien, die sind noch nachvollziehbar, im Vergleich zu anderen Found-Footage-Filmen und so, und das hat er eigentlich recht schön gemacht, und das, muss man ihm zugute halten. Wobei immer noch nicht kein Found-Footage-Film kommt an VHS 2 hier. Keiner. Ja, es ist ja ein komplett anderer Aufbau. Ja, und außerdem
mit Trollhunter geht jetzt nicht ganz so in die Horror-Schiene wie jetzt da bei VHS2. Nein, das ist eher so wieder Mystery-Komödie, da ich schon fast sagen. Mystery. Ja, das geht da auf jeden Fall rein. Also die Thriller-Bezeichnung vom Anfang war ein bisschen hochgestochen. Ja, aber zu deiner Frage auf alle Fälle, also er war damals, wo er da rausgekommen ist er recht gut besprochen worden und viel besprochen worden und da wollte ich natürlich von jedem Träger Muster haben und dann habe ich die Blu-ray braucht natürlich. Ja, man darf ja natürlich nicht vergessen, so der europäische Film ist meistens nicht ganz so hoch gefeiert, wie er vielleicht gefeiert werden könnte. Ja. Und gerade aus Norwegen kennen jetzt ich persönlich nicht allzu viele Filme. Da gehört Trollhunter auf jeden Fall zu einem positiven Beispiel mit dazu. Müsstet ihr jetzt wieder googeln, aber das tun wir jetzt nicht, weil da gibt's bestimmt ein paar so Sachen, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob die hundertprozentig aus Norwegen sind, wie jetzt für Dead Snow 1 und 2 oder sowas in die Richtung, die wo schon aus der Region, Norwegen schon her, habe ich jetzt doch googelt, passt, belassen wir's bei Dead Snow. Belassen wir's bei Dead Snow, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Fazit. Ja. Ich würde sagen, Mike, du darfst gern sagen, was dir gefallen hat und was dir nicht gefallen hat. Okay, also sehr gut gefallen hat mir die Szene in der Höhle. Das, nachdem der Film doch auch recht fein, locker, flockige Passagen hat und bis zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so wirklich die Grusel-Spannungskurve gekriegt hat, die kriegt er dann ab da in der Szene in der Höhle, in der es verharren müssen und auf die Trolle warten und so und wie das dann ausgeht oder weitergeht und ausgeht, fand ich super. Also die Szene war wirklich ganz stark inszeniert und auch mit der Nachtsichtkamera und so fand ich super. Auch dann, dass die Kamera dann einen Sprung kriegt und dann trotzdem noch weiter gefilmt wird und so. Man ist da in der Szene wirklich so dabei, wie man es halt bei so anderen Found-Footage-Geschichten, die wo mit sowas 100% punkten wird, die Paranormal Activity-Sachen, wo du wirklich da Action angesagt ist und die Kamera rast und so. Und das fand ich halt da jetzt wirklich cool. Das war sauber inszeniert, das war nicht zu wackelig und war wirklich atmosphärisch. Hat mir gut gefallen. Mhm. Genau. Und was hat dir nicht gefallen? Ja. Der Rest. Nein. Also, wie gesagt, also das Design von die Trolle, das war halt wirklich ein ausbaufähig gewesen. Die waren mir zu frecklig. Also, auch so niedlich teilweise, wo ich gesagt hätte, wenn jetzt noch ein wenig Gräber warten und Ding, war noch cooler. Aber sonst, wie gesagt, der ist auch nicht so, die große Spannung war jetzt nicht dabei, war jetzt nicht wirklich mitgerissen und so, aber er war unterhaltsam, er hat sich die, weiß nicht, 1,5 Stunden oder 1,75 Stunden, hat er sich auch nicht gesungen. Ich war aber jetzt aber auch nicht wirklich so hundertprozentig begeistert. Ja, okay. Aber kann man sich anschauen, also es ist keine verschwendete Zeit. Nein, das definitiv nicht und für Budget von 2,5 Millionen Euro ist es ja gar nicht verkehrt, was dann am Ende dabei auf jeden Fall. Und wie schaut's bei dir aus? Bei mir. Also ich habe absolut gut gefunden, dass am Ende ein Cameo-Auftritt vom Jens Stoltenberg dann mit dabei war. Oh Gott. Der da was war das? Hey. Ja, der NATO-Chef aktuell. Damals war er Ministerpräsident von Norwegen. Ja, okay. Der dann sagt, ihm gefallen jetzt diese Leitungen, also diese Stromleitungen auch nicht so, aber was soll er da? Sie haben Trolle. Schmarrn, also das war jetzt eigentlich ein Witz. Was ich tatsächlich so sehr an diesem Film lieb, ist dieser trashige Touch. Also ich habe mir den vor allem halt immer wieder gern angeschaut mit meinen ganzen Freunden, weil ich halt das so geil gefunden habe. Sie gehen in den Wald und dann kommt der Hans und schreit erstmal Troll! Und ich weiß nicht, wie viel Videos wir dann gemacht haben, wo wir dann in den Wald gegangen sind, in der Nähe von einem Kumpel von uns und es dann nachgespielt haben. Witzig, okay. Ja, da war vielleicht das ein oder andere Bier ein bisschen noch mit im Spiel. Und dann ist es rund gegangen. Dann ist es rund gegangen. Nein, wir haben uns ja dann natürlich verstecken müssen vor die Trolle. Also, okay. Ja. Das finde ich einfach so cool an dem Film. Er nimmt sie nicht so ernst und dadurch, hat er sie da in mein Herz geschlichen. Und negativ, ja, wie schon gesagt, ich würde eigentlich gerne noch mehr davon sehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt seit 2010 da nicht wirklich mehr passiert ist. Ich hätte mir entweder eine Fortsetzung gewünscht oder eben so ein bisschen in die Serienrichtung oder halt eine Adaption, weil ich finde schon, dass das Potenzial hat. Daher mein
Mein Negatives an diesem Film ist, dass da nicht nur mehr dann dabei rumgekommen ist. Okay. Ja, und Triple Threat, Mike, gibt's denn in diesem wunderbaren Meisterwerk der Filmgeschichte Titten? Nein. Na, vielleicht die eine oder andere Trollsitze. Genau, Trollsitze, das kann schon mal sein. Genauso wie bei den Trompeten. Ja, da ist ja so eine Geschichte, das weiß man jetzt auch nicht, oder? Mit Trolltrompeten. Hast du mal eine gesehen? Ich habe keine gesehen. Nein, ich bin mir nicht sicher. Also man sieht einmal einen Schwanz, aber ob der jetzt wirklich hinten oder vorne rauskam, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Aber ich glaube es jetzt eher mal nicht. Vermutlich nicht. Nein. Und sieht man in diesem Film tote Tiere? Ja, tote Bären. Tote Bären, tote Ziegen. Genau. Da sieht man auch, wie die dann umgebracht werden. Witzig. Ja, also für Bären- und Ziegenhasser, das ist der Film, leid. Ich hab mir nur gedacht, auch bei uns ist es sogar frei ab 12, glaube ich, oder? Ja. Und auf der Blu-ray ist noch mal so Altersfreigabe, ich weiß jetzt nicht von was, von England oder irgendwas noch, da ist meine sogar ab 16 oder so, wo ich mir auch gedacht habe, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das braucht hat, weil ab 12 losen wir das voll eingeht, die ganze Gaudi. Mei, vielleicht ist nur da extra Blut und Schleimfilter drüber, das kann ja sein. Ach so, meinst du? Die zensierte Version, oder die haben wir unzensierte. Die haben wir unzensierte, ja genau. Ja, also Mike, freut mich, dass du dir endlich mit mir den Trollhunter angetan hast. Ja. Und dann da ich sagen, ja, die nächste Stufe kann eigentlich nur noch Fraktus werden. Ach komm, jetzt lasst euch mal ein bisschen Zeit. Immer dieser Fraktus. Ich würde jetzt sagen, jetzt schauen wir da mal noch ein paar andere Titels noch und dann, wenn ich wieder schlechtes Gewissen habe und der Corby wieder 1000 Emojis schreibt und schreibt, Mike. Aber den kaufe ich mir nicht. Also der, wenn ich auf irgendeiner Plattform ist, wo ich mir die Kacke umsonst anschauen kann, dann kannst du das vergessen. Ich komm extra bei dir vorbei und bring dir die Blu-ray. Ich mach's nur besser, ich kauf dir die Blu-ray. Du kaufst mir's? Ja. Okay, dann fragt uns demnächst hier auf diesem Kanal. Ja, passt, super, endlich. Weil ich werde die so fertig machen, wenn ich mal ein paar Filme auswähle. Ich sag das, da kommst du am Zahnfleisch daher. Ach, ich war schon bei Babyblatt dabei. Komm, der war doch gut. Der war gut, ja. Also auch da gern die Folge dazu anhören. Unbedingt. Ist gar nicht so lang her. Und der Mike sagt euch jetzt noch, was ihr zu tun habt. Ja, soll ich den Gag noch mitbringen mit die Glocken drücken? Ja, auf jeden Fall. Nochmal, okay. Ja. Also, nicht nur die Glocken von eurer Freundin drucken, sondern auch die Glocken bei YouTube, bei Steady. Immer wieder gut. Ja, schaut's bei uns bei Social Media vorbei, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, macht's vielleicht ein Steady-Abo, das war ganz gut. Dann können wir uns wieder mal ein neues Gewand leisten oder irgendwie so in der Richtung. Und ja, sagt es einfach an jeden. Mundpropaganda ist immer ganz wichtig. Wenn wir eine neue Folge haben, haut es in einen WhatsApp-Status ein. Das ist das Facebook des kleinen Mannes. Und ja, sagt es den Leuten, dass wir cool sind, weil wir es verdient haben. Oder? Genau. Ja, da die auch sagen. Und bei Steady, ihr könnt nicht nur uns unterstützen, nein, ihr könnt dann auch noch exklusive Folgen von dem weltbekannten Podcast Viva la Movilusion hören. Jetzt vor kurzem erst eine einstündige Folge über Elden Ring rausgekommen. Sehr interessante Infos dazu. Für jeden, der noch nicht genau gewusst hat, was das für ein Spiel ist oder ob er das mal spielen soll oder warum da der Hype drüber ist. Sehr informativ, kann ich nur empfehlen. Ihr braucht dafür nur ein Abo und dann könnt ihr mit mir und mit dem Seppi in die Welt von Elden Ring eintauchen und dann erfahren, warum er da so oft stirbt. Und jetzt haben wir Juni, jetzt gibt es ein Epoids Urlaubsgate. Also wie gesagt, besser Kindskate nicht anlegen. Also richtig. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus und habe die Ehre.